Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, jetzt haben wir zwei Sachen zur Auswahl. Da hinten seht ihr so einen kleinen Buckel im Wald und da hinten ist so ein Tempel. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zum Buckel im Wald und gucken uns da ein bisschen um. Wow, wow, wow. Ein wilder Zagner. Gucken wir erstmal, was es denn zu Klaue gibt. Ein Jadestein. Feuer drauf. Und dann wirken wir mal einen Goblin-Schlag auf dich. Einfach mal, weil wir ein bisschen Blaumagie auch wirken wollen. Und sie dann, du klaust nochmal. Oh, der lädt sich gerade auf, das ist nicht so gut. So. Gucken wir mal, ob es einen umhaut oder nicht. Ja, Hottentag. Oh, 920 Schadenspunkte. Ja, Quina kann was. Trotzdem ist mir der Charakter einfach zu wankelmütig. Deswegen nehme ich den ungern in die Gruppe mit rein. Er kann richtig gut sein, er kann aber richtig läppig sein. So, jetzt hast du hier Donnerstock alles gelernt. Der Feuerstock brauchst du trotzdem, um Schlaf zu lernen. Ansonsten haben wir so gut wie alles gelernt. Was Stärkeres als der Magierhut haben wir leider nicht für dich, kleiner Mann. Seidenkleid gibt es auch nichts Besseres. Und Elfenohrring. Ja, das musste noch gar nicht lernen, aber die ist gerade kräftig an was anderem am Lernen. Deswegen behältst du die einfach erstmal. So. Seidenkleid gibt es eh nichts Besseres für dich. Allzweckweste. Ja, wäre von der Abwehr ein bisschen besser, aber es verschlechtert zu viel Werte. Wegen Adrenalin lernen wir das jetzt nicht unbedingt. Okay. Du lernst auch noch kräftig. Und du, ist eh nichts Besseres parat. Nö. Okay. Dann sieht's wohl so am besten aus. Wie die Sache hin. Oh, schon wieder diese Mistviecher. Okay, jetzt geht's mal auf das Senke hier. Wir kriegen mal einen Nasshauch ab. So, dann schnappst du dir. Du schnappst dir da einmal. Und du heilst uns mal alle mit Vita. So, jetzt wird geblubbert. Und, am Ende hat sie ein bisschen was abgezogen, der andere hat es verfehlt. Die haben wahrscheinlich aber relativ gut die Magieabwehr, die Knabe. So. Ja, da steht noch. Ja, die Hände ziemlich gut die Magieabwehr. Blitzra trifft. Gar nicht. Autsch. Aber nicht so viel. Dafür gibt es für die ganze Runde nochmal eine Runde Vita. Und uns geht's wieder alle mächtig gut. Sie dann beende es 980. Ja, und ich muss auch sagen, diese Gladius-Dolche sehen auch sehr geil aus, die er da hat. Zwar ein bisschen abgefreakt und nicht wirklich real verwendbar, aber es sieht cool aus. So, da müssen wir runter. Müssen wir einmal hier... Oh, Mann, Mann, Mann. Das ist wirklich ein Zufallskampf noch um anderer. Aber egal, es bringt uns auf jeden Fall was für unser Level-Ups. Ja, also gar nicht macht gut Schade, muss ich sagen. Sehr schön. Vivi ist sehr gut im Ausweicher. Komm, schnetzel das Vieh ab, sie dann. Sehr schön. Ja, der zieht echt gut ab. Und dadurch, dass wir jetzt ständig gegen Gegner kämpfen, steigen natürlich auch unser Level. Das ist ja logisch. Ja, Vivi hat auch noch einer gekriegt. Und Wüstenskorpio haben wir noch als Tetramaster-Karte gekriegt. So. Wie könnte es auch anders sein? Natürlich sofort wieder ein Zufallskampf. Ah, nur einer von deinen kleinen Frecklinge. So, machen fertig. Sehr gut. 1020, alter Latz. Der zieht schon gut ab. Und ich muss auch sagen, es bringt uns definitiv nicht nur was für unser Level.
es bringt uns auch was für unser Abilities, die wir so lernen. Blende und Konfus hat die gute Frau jetzt auch noch gelernt. So, gute Frau. Blende und Konfus. Konfus kommt von der Lamias Tiara und Blende. Wo hast du dann Blende gelernt, gute Frau? Blende. Ah ja, hier. Okay, was Besseres als den Multistab habe ich aber leider derzeit nicht für dich zur Verfügung. Deswegen watscheln wir hier mal durch den Wald und stoßen hier auf was sehr Interessantes. Was höchst Interessantes. Was extrem Interessantes. So. Hier ist immer Sackgasse. Mhm. Ah, Moment, habe ich nicht zuerst doch woanders stiegen müsst? Ah, ich glaube, da brauche ich einen Gegenstand. Mist, ich habe gedacht, ich bin jetzt nur hier der Schleuli. Aber nö, ich brauche nur einen speziellen Gegenstand. Verflixt nochmal. Aber hier haben wir auf jeden Fall was Hochinteressantes, was wir uns dann zu gegebener Zeit angucken müssen. Wir müssen hier sowieso hier. Ah, Mist, ich habe echt gedacht, es geht etwas fixer. Nö, dann müssen wir erst zu dem Tempel hoch. So what? Ja, Griffon. Und gib ihm. Ja, Queen hat wieder wenig abgezogen. Ja, schade. Ich habe gedacht, ich krieg das noch hier, bevor der A greift. Ja, 140 Schade hat es noch gemacht. Boah, Alter, ein Crit mit 2080 Schade. Leckt mich doch fett. Heidewitzka. So, dafür regnet es noch ein paar Levels. High Potion und Peridot gibt es auch noch drauf. Und ein Wüstenskorpion. Sehr schön. So. Okay. Noch ein kleiner Griffon. Mach man fertig. Hopp. Oh, Gemach hat er drauf. Das ist dann, wenn ich Hau den Lukas aktiviert habe. Dann kann es halt hin und wieder mal sein, dass die Fähigkeit von einer Waffe aktiviert ist. Und in dem Fall ist die Fähigkeit von seiner Waffe, dass er Gemach verursacht. Cool. Sehr cool. Ebenfalls sehr cool ist halt auch, dass wir jetzt Neva, Lilly, auch noch Quina als Heiler haben. Weil Quina kann ja jetzt mit der Blaumagie, die er von dem Gryphon gelernt hat, dieses Himmelswind, kann Quina ja auch hier gescheit was machen. Aber jetzt, ja, scheiße. Jetzt sind wir wieder verschwendet, die Trance-Zustand. Der ist jetzt zwar in seinem Meisterkoch-Outfit, aber das bringt uns leider nichts. Schade, schade. Sorry. Kann man nichts machen. So ist das halt. Ability Up hat er gelernt. Der Meister Vivi. Wo hast denn du Ability Up gelernt? Von was? Oh, schlafen wir auch bald drauf. Ability Up von Seidenkleid. Okay, wir müssen warten, bis Lilly mit ihrem Vitra durch ist. Dann kann sie die Elfe-Ohrringe holen. So. Okay. Dann ab. Mist. Also heute wird viel gekämpft. Und wieder so einer. Yes, ist die ganze Griffon-Familie verfolgt mich anscheinend, wie es aussieht. Kommt sie dann, bevor der noch was macht? Autsch. Das hat wehgetan. Sehr schön. Aber für deine Biester haben wir definitiv nichts mehr zu befürchten. Stark sind die Nimi. Für uns. Schlaf hat er gelernt, der kleine Mann. Gerade mal was gucken. Kann Quina mit seiner Blaumagie auch Himmels... Ne, nur im Kampf anscheinend. Schade, schade. Okay. Lilsen. Der kann's gebrauchen. Und die Bande, ach. Sie dann hat kaum noch MP. Anscheinend, wenn ich Hau den Lukas aktiviert habe, ist die Waffe wohl magisch und verbraucht MP. Erlaubt, das ist es mal dann irgendwie auch nicht wert. Dann deaktivieren wir mal Hau den Lukas. Und geben ihm dafür... was geben wir denn dafür?
Gehen wir da halt wieder Kavalier. Okay. Wie sieht's dann bei dir aus, Gudifra? Kann schon was anderes? A-Leger? Ja, Urschrei wäre vielleicht echt nicht verkehrt. Gerade für die Magier wäre Urschrei echt nicht verkehrt. Für Vivi. Wollte ich gerade noch gucken. Nee, der hat keine bessere Waffe, die ich ihm leider... ich habe leider keine Waffe, die ich ihm derzeit geben kann. Da müssen wir erstmal da hingehen, weil da können wir wieder einkaufen. Und ich glaube, da dürfte dann was dabei sein, was dann wieder hilfreich wäre. Wollte gerade sagen, ohne Gegnerkämpfe. Gerade wollte ich Sache. Verflixt nochmal. Zu früh gefreut. Oh, na, noch gleich so einer. Okay. Da ist ein Salat. Komm, wir hauen ab hier. Ich finde auch geil, wie die sich bewegen hier bei der Rennanimation. Okay, komm. Leute, wir müssen abhauen. So. Verlieren wir halt 102 Gil, aber das ist es mir wert. Jetzt habe ich, jetzt hat Speichern doch eine Runde zurückgelegt. Das wollte ich das nicht riskieren, aber gegen den Kaktor. Okay, da haben wir was. All die Ruine. Kundea Pata. Panflöte. Jetzt sind wir schon so weit gelaufen, aber wir haben überhaupt kein Level gesehen. Was ist das dort drüber eigentlich? Soll das ein Dorf sein? Könnte auch ein Tempel sein. Das Gebäude sieht auf jeden Fall lecker aus. Yes, das ist leid. Der findet auch alles lecker. Nicht zu Klave. Denkt er eigentlich auch mal an was anderes als ans Fresse? Du hast ja auch nur Frau im Kopf, wo? Nicht wo sie dann? Genauso ist es, aber vor allem habe ich nur dich im Kopf. Lilly? War wohl nix, du Babsack. Lass der bessere. Sprich einfach, du Schmierlumpe. Ach, halt wieder keinen Fortschritt gemacht. Ja, so wird es auch nichts, wenn mal jeder Söldnerin gleich hinterher gafft. Cheerio. Cheerio, Cheerio. Was ist denn da los? Was sind das für... Cheerio? 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 Hey, warte mal. Cheerio. Was bist denn du dann? Cheerio ist das heilige Grußwort hier. Wer das heilige Grußwort nicht sagt, der kommt nicht ins Dorf der Arklinge, kann der ja Potter. Hey, mach mal halblang. Cheerio, Cheerio. Cheerio. Cheerio, Cheerio, willkommen Fremdling. Arklinge. Okay, ja, ich habe schon gedacht, wir sind jetzt in England gelandet, weil Tunnel, der nach Norden führt, die begrüßen sich mit Cheerio, sehen auch aus wie Engländer, also war schon irgendwie passend. Okay, dann machen wir mal Vivi und das Ehepaar. Irgendwie seltsam, die Leute hier. Du! Es tut mir leid, aber tut mir ne. Jetzt lauschen wir schon wieder planlos durch die Gegend rum. Tralamonigit, arbeite sollst. Der Bauer. Ich brauche mal eine Pause, auf mich dauernd anzufauchen. Ich glaube, ich habe mich verhört. Das ist mir gerade unangenehm. Was glaubst du eigentlich, wer hier das Geld ins Haus bringt? Ja, jetzt sei mal nicht gleich so bös. Dann geh gefälligst schaffe, wenn nicht wird, dass ich sauer werd. Schon gut, schon gut. Herrschaftszeit noch einmal. Ach, du bist so ein süßer kleiner Bub. Kehrst du auch zu deiner Schwarzlinge? Hat man dich zum Einkaufen geschickt? Dann pass auf, dass dein Geld nicht verlierst. Sehr melodisch hier, die Leute. Die Leute aus dem Dorf erschrecken sich ja gar nicht vor mir. Ja, und sie nennen ihn Schwarzling. Scheint wohl den Anblick gewöhnt zu sein, ne? Besserwisser Carbomon. Cheerio muss melodisch klingen, man muss dabei die Hand heben, etwa so. Cheerio. Na dann, weiß ich Bescheid. Empfangsdame Hilimon. Ihr habt sicherlich eine weite Reise in euch. Wir sind zu dem Kontinent gekommen, weil wir jemanden bestimmten suchen. Wir haben hier nur ganz selten Besucher. Na dann, ja, klar, wir schon irgendwie, wenn die sich so verhalten. Ah, na, was ein eklige Grutze hier. Was bist denn du für einer? Hundezüchter Genemon. Oho, seltener Besuch. Hast du zufällig jemand verdächtig gesehen? Ich suche nämlich so einen Typ namens Kucha.
Du siehst verdächtig aus. Nee, nicht ich. Der Typ sieht irgendwie ziemlich pervers aus. Ja, das trifft's schon. Du siehst ziemlich pervers aus. Ja, das stimmt. Ach. Quina und die Verkäuferin. So, gucken wir mal, was der sich wieder föhnt. Cheerio. Cheerio. Im Dorf gibt's bestimmt einen Haufen leckerer Sachen. Freilich, in Condea Pata gibt's viele Spezialitäten, die uns die Berge schenken. Deswegen werden wir wahrscheinlich in letzter Zeit oft bestohlen. Das ist nicht zu verzeihen. Jemand, der Essen stiehlt, kehrt bestraft. Der Ansicht bin ich ja auch. Du hast hier viele leckere Sachen. Den Granate-Kürbis werde ich euch nur für schlappe 1000 Gil verkaufen. So muss ein Geld für Essen bezahlen. Aber das ist doch klar. Einfach wegessen ist dasselbe wie stehlen. Huch, da bist du der Dieb. Nee, ich folge nur am Pfad des Essens. Dieb kann man nicht trauen. Das ist Verleumdung. Ja, also für Essen sollte man schon bezahlen. Also, der scheint es auch irgendwie nicht so wirklich drauf zu haben. Was mit euch, Knetköpf, klatscht Tante Sehemon. Für unseren Dänemon müssen wir auch bald geeignet die Braut finden. Und mit dir, Quasselstrippe Juhomon. Eine Tasse Tee über Kaktor und die Weltquatsche ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Schwarzmaul Kihomon. Die ist bei uns eine Kostbarkeit, deswegen sollte man ihn genießen. Tratsch-Tante Kahamon. Dank der Segen von der Sonne und der Götter kann man in Friede leben. Irgendwie ist es etwas ätzend, das zu synchronisieren, muss ich gerade sagen. Quina und... Was soll ich mal tun? Oh, da sind neue Rezepte aus. Jemand klaut unser Essen, das ist echt das Problem. Ich bin's nicht. Hat ja auch niemand behauptet. Oder hast du etwas schlechtes Gewissen? Nee, auf gar keinen Fall. Das darf ich nichts für mich. Wir müssen aufmerksamer sein, dann kriegen wir auch der Reihe. Aber wir halten noch immer unsere Haare offen. Huch. Da scheint ja wohl was zu sein. Irgendwas mit Bommel, was noch im Mokri aussieht. Und irgendwas mit Horn mit blauer oder violetter Haar. Ich habe gehört, dass aus dem südlichen Kontinent Quellwasser geben soll, was entweder zur Kräfte kommen lässt. Ich kann's gar nicht glauben. Wasser ist doch schon ein Geschenk der Götter. Okay. Gut, wenigstens muss ich hier nicht mit Zufallskämpfen rechnen, aber die sind schon ätzend genug hier, die Freaks. Was ist mit dir? Nee, Übernachtung macht 100 Gil. Die sind irgendwie alle Tratsch-Tante, kann das sein? Der Bauer mal wieder. Ach, der Ackermanns-Pokémon. Klingen irgendwie alle noch Digimon hier, die Einwohner. So. Wieder so ein nervig. Ah, Lilly und Dänemon. Okay, was passiert da? Ah, die kommt jetzt gerade hier. Entschuldigung. Bei unseren Dänemon müssen wir auch bald geeignet die Braut finden. Bei dem Aussehen wird er niemals eine Braut kriegen. Wie wär's zum Beispiel mit ihrer Fremde da? Ich hätte auch Frucht. Es ist zumindest ein hübsches Ding. Ich such. Ist ja nur ein Streich in der Landschaft. Die Idee, die Reise zur heiligen Stätte niemals überstehe. Ich hab mir nicht vor zu heiraten. Heilige Stätte? So. Was haben wir dann hier noch? Zwischen du für einer Torwache Gindamon-Durchgang verboten. Alle hopp. Und hier wird Vivi gestresst anscheinend. Holzkopf, Gudemon. Der Schwarzlingheit ist ja ein richtiger Zwerg. Was geht ab, Vivi? Hallo, sie dann. Die zwei hier. Der gebrotene Ratzinger, den man eigentlich von euch kriegt, den war wirklich ganz vorzüglich. Oh Gott, der Kardinal Ratzinger, dem ging's wohl an der Krage hier. Was schafften ihr das nur? Broten ihr denn etwa mit eurer tollen Magie? Und ach, die Beere, die wir neulich von euch kriegten, waren gut. Aber warum ist halt so ein Kleiner wie du gekommen? Wie kennst du die Leute hier? Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja zum ersten Mal hier. Da habe ich mir noch fast gedacht. Ich gehe mich noch ein bisschen umhören. Außerdem will ich einfach nur weg von dir, du ekliger Kerl. Geschwister und
Wurzelläufer Kikumon. Schwesterherz, ich hab Hunger. Verträumte Kasumon. Du hast da vorhin erst Eule-Eintopf gekriegt. Ah na, ihr wieschte Viecher. Eule fressen sie auch noch. Aber das bisschen konnte mein riesiger Hunger auch nicht stille. Ich brauche etwas, was mein Bärenhunger zähmen kann. Cheerio. Hey, einer von der Schwarzlinge. Cheerio, hast du wieder was Seltenes zum Tauschen dabei? Aha. Ihr habt vielleicht ganz kurz gesehen, dass es wirklich einer von der Schwarzmagier war. Offensichtlich sind auch die Schwarzmagier hier nicht unbekannt. Danke, dass ihr uns immer so schöne Ware mitbringt. Hey du. Was? Warte mal. Vivi. Ja? Warte mal. Vivi. Sieh dann, was ist denn vorgefallen? Ich weiß nicht so recht. Wir sollten auf jeden Fall Vivi hinterher. Vivi, wo ist denn der Schwarzmagier hier? Er ist aus dem Dorf gerannt. Na, braucht mich nur, wo der herkommen ist. Ist etwa Branes Armee schon hier eingetroffen? Kennt ihr auch die Schwarzlinge? Schwarzlinge? Genau, die Schwarzlinge, die kommen aus dem südöstlichen Wald, um Sachen zu tauschen. Die wohnen hier in der Nähe und dann auch noch zu mehrere? Jawohl, aber zum südöstlichen Wald kommt man nur, wenn man ganz um die Bergkette rumgeht. Und zwar tief im Wald, wo nicht mal der Ratzinger pennt und wo nicht mal die Eule sich traue, ihr Nest zu bauen. Verstehe ich nicht ganz. Sieh dann, ich möchte zu dem südöstlichen Wald gehen. Ja, hast recht. Ich bin auch dafür, vielleicht stoßen wir ja dort auf Hinweise. So ist es, aber es ist interessant, das zu essen. Dann sind wir uns ja eh nicht. Auf zum südöstlichen Wald. Alle hopp, aber vorher tanken wir hier nochmal unser Vorräte auf. Sollten wir auf jeden Fall machen. Und... So, was habt ihr dann? Ja, Cheerio die 8. Das ist nur der Itemlader. Phönixfeder auch nochmal auftanken. Okay, das ist nur der stinknormale Itemlader. Und... Sag mal, was gibt's denn hier eigentlich kein Neville? Neville, was ist das? Schmeckt das gut? Naja, kann man jetzt nicht sagen, aber Monster kommen da raus. So, was mit Eich? Cheerio, genau. Ob über Berg oder Tal, gut gerüstet, schad auf keinen Fall. Ja, das sehe ich genauso. Machen wir doch mal hier erstmal die Sache, die wir haben können. Ogerstock. Perfekt. Für Vivi habe ich also schon mal was. Das Ding können wir später vielleicht noch gebrauchen, deswegen kaufe ich es nochmal mit. Das ist auf jeden Fall für einen anderen Charakter, den wir noch spielen können. So, Zauberarmreif. Holen wir uns auch mal welche. Lamias Tiara, holen wir uns auch noch eine hier. Von dem holen wir uns auch noch 4. Magierkutter. Annie, mehr ist nicht drin. Okay. Gut. So. Sorry, falls ihr jetzt einen Schnitt bemerkt habt. Ich habe jetzt ganz wiecht niesen müssen und wollte es nicht unbedingt mit dabei haben bei der Aufnahme hier. So, Mikoshi-Hut. Können wir Konter, es werde Licht noch lernen. Gut, das ziehen wir auf jeden Fall an. Da haben wir noch ein bisschen was. Du hast du noch was zu lernen? Das war's erstmal hier. Ach, Mithril-Armreif. Zauberarmreif. Warte mal. Okay, Zauberarmreif kann er eh nicht. Da haben wir alles gelernt. Silentium kannst du dort zum Beispiel lernen damit. Lamias Tiara. Da haben wir auch nichts. Feuerstock kannst du jetzt der Ogerstock lernen. Stopp, Bio und Saugen gibt es so dafür. Saugen ist, wir zwacken HP vom Gegner ab und verleiben so ein Selver-Ei. Stopp ist, Gegner wird A-Halter und ist nämlich fähig A zu greifen. Bio ist, wie gesagt, Bio-Angriff. Das kann man noch aus Final Fantasy 7. So, Mikoshi-Hut. Der ist zwar besser, aber du kannst leider nichts davon lernen, mein Lieber. Wie viel haben wir dann? 3 Stück immer von den Dinger. Dann ziehst du nach A. Vom Zauberarmreif kann man jetzt nicht unbedingt viel lernen, aber besser als so Dinge zu haben, was dir eh nichts bringt. Magierkutter. Insomnia und MP plus 10. Bringt das gar nicht was?
Magier Kutter. Nee, bringt auch ihr nichts. Okay. Wie sieht's dann bei dir aus, Klopskerl? Zauberarmreif kann Felsenfest lernen. Ist in Ordnung. Der Mikoshi-Hut bringt ja für Konter was. Felsenfest. Okay, dann machen wir zuerst machen wir zuerst den Hut für Konter. Dann nochmal bei sie dann kurz gucken. Das ist noch der Detonator. Mikoshi-Hut. Gut, kann ein bisschen was lernen. Das Zauberding kann er nicht anlegen. Adermann-Weste muss er sowieso. Und nur kann ich die Allzweck-Weste, die ist ja für ihn gemünzt. Okay, dann sollte ich nochmal bei Quina de Konter freischalten. Und den Lukas lassen wir jetzt mal raus. Machen wir Konterreihe, perfekt. Gut, so geht's anscheinend auch nicht weiter, ne? Durchgang verboten, alles klar. Gut, dann gehe ich nochmal zu dem Mokri hier. Der Mogonov. Bitte, Kupo, übergib den Brief an Susuna. Okay. Und ansonsten stellen wir doch nichts mehr. Nee. Dann speichern wir runter. Und ich steht Sache, so mache ich jetzt, mein Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. Das war jetzt die melodischste Episode seit jeher und ich kann einfach nicht singen. Ich hoffe, euer Ohren bluten jetzt nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis dann. Ayan Yankee.